So gut. Hallo zusammen. Hey. Welcome. Herzlich willkommen zu der heutigen Message. Es geht heute um Freundschaft. Freundschaft. Hey, Freundschaft könnte so vielseitig sein. Ja. Es muss nicht mal ein Wort haben. So gut so. Finde ich super, finde ich super. Ich feiere den Clip, mega cool. Ja, wir reden heute über Freundschaft und zwar nicht so romantische Freundschaft, sondern also höchstens so Bromance. Bromance. Aber wir reden heute über Freundschaft, einfach Freundschaft. Genau, Mann Also, zu wie Mann, sagen Frau wir's? zu Frau, Kollege, Genau. Freundschaft, Ja, so die. Ihr wisst, von was wir reden. Genau. Und Klick. ich wünsche mir einfach mega fest für die Message heute, dass du einfach mega einen Frieden darüber bekommen, wo du im Moment stehst mit deinen Freundschaften und auch mega Mut bekommen, um zu sagen, ja, ich gestalte meine Freundschaften mutig, ich mache mutige Schritte, ich tue mutig entscheiden, mit wem dass ich befreundet bin, wie tief dass ich mit denen befreundet bin, dass du wie in dem Sinne befähigt wirst. Come on. Und du hast dich vielleicht schon gefragt, da stehen ja 2 Leute auf der Bühne, normalerweise nur jemand. Ich sage euch, es werden noch viel mehr als 2 Leute da drauf auf der Bühne stehen, weil wir haben gedacht, Freundschaft ist so ein breites Thema. Es gibt so viele Ansichten, ich muss es schnell ablegen. Es gibt so viele Ansichten, es gibt so viele Arten von Leuten und es gibt so viele verschiedene Freundschaften. Und es wäre ja schade, wenn einfach nur 2 Leute etwas erzählen würden. Darum haben wir noch 4 weitere heute eingeladen, die einfach ihr Zeugnis werden erzählen und was Gott mit ihnen für einen Weg gegangen ist. Und ihr kommt auch noch zu Wort mit einem Online-Tool. Come on, wir haben Fragen, spannende Fragen. Ja. Dafür braucht ihr euch ein Handy. Ich hoffe, ihr habt es gut aufgeladen. Das brauchst du heute. Normalerweise nur Notizen machen, heute auch ins Internet gehen. Come on. So gut. Ja, ich würde sagen, dann legen wir los. Jetzt brauche ich es doch wieder. Mit der ersten Frage. Und zwar, wenn wir jetzt, genau, du kannst dich da mal einloggen auf slido.com. Smartphone. Und dann Hashtag ICF20. Genau. Kannst du dich einloggen. Und wir wollen von euch wissen, ich muss noch schnell warten, sagt der Luki. Genau, ich sehe, die sind noch beschäftigt. Anna, kommt's gut? Tipptopp. Wie wissen wir, wenn sie ready sind? Hey, ich weiss es nicht. Ich schaue jetzt einfach ein bisschen um, aber ich glaube, wir warten noch ein Sekündchen. Oh, ja, sonst die Handys aufheben, die ready sind. Oh ja, erstes Paar. Wow. Wir brauchen noch ein bisschen. Genau, slido.com, Hashtag ICF20. Yes, also ich sage schon mal die Frage, dann habe ich etwas zu sagen und ich habe die Frage, ich habe euch schon mal darauf vorbereitet, ich kann euch schon mal überlegen, was ihr reinschreiben wollt. Und zwar die Frage ist, was darf ein Freund oder eine Freundin nie tun? Was darf sie nie tun? Ich habe mal einem Kollegen gesagt, er soll die Jacke immer schön da hinten am Ding aufhängen und nicht an der Kapuze, weil es hat mehr Style, wenn so alle schöne Jacken dort hängen. Hintergehen, betrügen, Lügen, aus meinem Bier trinken. Ja. Spannende Antwort, Manipulation, ja. Mein Essen. Vertrauen, ja. Also sehr viel Lügen. He? Also Lügen sollte man eben nicht. Dein Alk trinken. Spannende Antworten. Was darf eine Freundin einen Freund nie tun? Ohne mich ins Kino gehen, Avengers jetzt denn gerade. Come on. Ja. Mich aufwecken, stimmt, hat etwas. Wir warten auf ein paar Antworten mehr. Ich sehe, da hat es ganz viele spannende Spoiler. Ja. Mein Herz brechen, schlecht machen, runtermachen. We are indeed. So gut. Hey, so gut. Hey, danke viel mal für eure Antworten. Was habt ihr gesehen? Oh. Okay, Spoiler Alert. Ich würde sagen... Also ich glaube, wir hören da auf. Genug spannende Antworten. Es gibt also, wie ihr gesehen habt oder immer noch seht, viele spannende Sachen, die ein Freund oder eine Freundin nicht machen darf. Übrigens, danke vielmals für die sehr
lustig, tiefe, kreative Antworten. Behaltet das Handy noch ein bisschen in der Reichweite, wir brauchen es dann nachher nochmal. Das sind alles Sachen, die in einer Freundschaft nicht eurer Meinung nach keinen Platz haben. Was euer Freund, eure Freundin nicht soll machen. Und ich glaube, es gibt so viele spannende Sachen, was sie dürfen machen, aber auch, was sie nicht dürfen machen. Sei das Vertrauen missbrauchen, sei das die Jacke beim Haken aufhängen und nicht bei der Kappe, so wie es bei mir ist. Nein, einfach ganz viele Sachen. Aber ich möchte jetzt jemanden einladen, der nicht über jetzt so No-Gos redet, sondern einfach, was überhaupt eine Freundschaft ausmacht. Und einfach mal das Zeugnis erzählen. Darum würde ich sagen, geben wir der Anna einen riesen Applaus. Anna, komm doch rauf. Welcome, so schön. Anna erzählt uns, nimmt uns einfach ein bisschen mit, hey, unser Thema Freundschaften, wie sie das erlebt. Anna, stage is yours. Danke. Ich bin in einer Gemeinde gross geworden, wo ich kein anderes Mädchen auf meinem Alter hatte. Und auch durch mehrere Schulwechsel hatte ich nie ein konstantes Umfeld. Ich bin immer wieder ein bisschen rausgerissen worden. Ich habe Menschen geliebt, ich liebe Gemeinschaft immer noch und habe immer Menschen um mich herum gehabt, aber ich habe es ein bisschen verpasst, die tiefen Freundschaften zu pflegen und ja, mit Frauen einzeln unterwegs zu sein und sie in mein Leben hineingesehen zu lassen. Ich bin ein bisschen einsam geworden, ohne es zu merken, und durch das Einsamsein ist auch meine Gottesbeziehung einsam geworden. Ich hatte praktisch keine Leute, die ich vor allem auch konstant austauscht habe über all die Fragen und Gedanken, die ich mir gemacht habe über den Glauben und über Gott. Ich bin ein bisschen zum Solo-Christ geworden. Dazu ist es gekommen, dass Menschen in meinem Umfeld immer wieder Sachen gemacht haben, die ich in meiner Gutgläubigkeit nicht von ihnen erwartet hätte. Ja, und durch das habe ich so ein bisschen für mich beschlossen, grundsätzlich vertraue ich mal mir selber und ich vertraue Gott. Und was andere Menschen machen, das kann ich nicht so genau wissen. Ja, darum vertraue ich mir und Gott. Und in dem Innen hat Gott mich lehren, hey Anna, ich liebe die Beziehung, die ich zu dir habe. Aber du darfst mir lernen vertrauen, dass ich auch zu anderen Menschen eine Beziehung habe, dass ich auch zu anderen rede und dass auch andere Menschen mich kennen. Ich liebe Gott unglaublich fest und meine Leidenschaft ist es, immer mehr über ihn zu erfahren, immer mehr von ihm zu kennen. Und ich durfte erleben, wie Gottes Geist auch in anderen Menschen wohnt und wie ich durch den Austausch mit anderen Menschen etwas über Gott lernen kann. Unsere Gottesbeziehungen sind extrem unterschiedlich und auch unsere Gottesbilder. Und ich glaube, das ist mega gut so. Ich habe gemerkt, ich alleine kann Gott in seiner Grösse und in seiner Vielfalt nie so gut repräsentieren, wie wir das als Gemeinschaft können. Mit all den anderen Facetten, die wir über Gott kennen und die wir auch als seine Ebenbilder repräsentieren. Das motiviert mich mega, um mehr in Austausch zu kommen mit anderen Menschen, um Freundschaften zu pflegen und mir auch eine Leitplanke geben durch die Freundschaften, dass ich nicht irgendwo in Ecken hineinlaufe, irgendein komisches Bild über Gott anfange zu kultivieren in mir selber, sondern dass ich durch die Freundschaft mit anderen Gott besser kennenlernen und entdecken. Das ist die Geschichte über meine Freundschaften bis zum heutigen Tag. Come on. So gut, hey, danke vielmals. Wow, danke vielmals, Anna. So gut. Hey, Gott hat mit jedem einen Weg und Gott, mich kann Gott besser kennenlernen. Durch den Austausch mit anderen Menschen, durch den Austausch mit Freundinnen und Freunden. Wie der Ganti vorhin gesagt hat, wo 2 oder 3 zusammenkommen, dort ist Gott mitten unter uns. Darum so ein krasses Zeugnis. Danke vielmals. Wir haben jetzt angeschaut, oder Anna hat uns erzählt, hey, es ist so wichtig, wenn wir jetzt eben als Solo-Christ, du bist schnell, ich glaube, Satan will, dass du in einer Ecke bist, dass du denkst, du kämpfst allein, aber wenn wir anfangen, das Zweite, das Dritte zusammenkommen und einfach so im Austausch Gott besser kennenlernen, ich glaube, that's powerful. Yes. Wir haben noch mal eine Slido-Frage mitgenommen und zwar haben wir ja vorhin gesagt,
Was sind absolut No-Gos? Was darf man nicht machen? Was soll ein Freund nie tun? Jetzt nimmt es uns Wunder, was wünschen wir uns? Ja. Wünschst du dir von deinem Freund, von deiner Freundin Freundschaften? Essen, Fun, Geborgenheit, Loyalität, tiefe Gespräche. Sarah. Annahme, das Gegenüber. Gemeinsam lachen, das Gold. machen wir gerade da. Hey. Rücksicht. Seelisch nackt können sein, einfach offen und ehrlich, authentisch. Ja, treu. Das Gegenteil von eben Lügen. Netflix. Ich merke, die Antworten werden immer tiefer. Deshalb lass uns doch gar weitermachen. Come on. Hey, so gut, danke vielmals für eure Antworten. Und was ich das Spannende finde, ist, ich glaube mega fest, dass das, was man in Freundschaften sucht, sich über die Zeit verändert. Und und dass grundsätzlich sich Freundschaften immer wieder verändert. Und jemand, der das besonders erlebt hat und wo das Erlebnis mit uns wird teilen, ist der Joel. Großer Applaus! Geben wir einen riesen Applaus. Hey, danke vielmals, Joel, dass du das mit uns teilst und ich übergebe dir. Gut, danke mal. Genau, ich bin selber, das funktioniert, ja. Ich bin selber im Zürich-Wieland aufgewachsen. Meine Frau ist im Kanton Aargau im Freiamt aufgewachsen. Wir haben da wirklich komplett verschiedene Freundeskreise gehabt. Das ist somit eigentlich auch gut gegangen, weil wir haben ja auch Distanz oder örtliche Distanz gehabt. Durch das konnte ich eigentlich mega easy meine Freundschaften pflegen, wenn ich das wollte. Ja, so richtig spannend ist es eigentlich geworden mit der Ehe. Und zwar, ja, ich konnte es mal nicht mehr ganz allein entscheiden, will ich jetzt mit denen Zeit verbringen. Wir haben uns nämlich oft angefangen, auch zu vierten treffen in Bärli. Und ja, es muss das Gegenüber ja auch noch mitreden. Ja, doch, ich finde es cool, mit denen Zeit zu verbringen. Genau. Auf jeden Fall, so nach 3 Jahren Ehe, wie steht es jetzt? Ja, meine Frau ist auf jeden Fall weiterhin meine beste Freundin und das will ich oder soll auch so bleiben. Wir haben aber mega Veränderungen erlebt in den Freundschaften, oder ich drinnen. Und zwar haben wir viele neue Pärchen dürfen kennenlernen. Wir haben aber auch alte Leute, wo wir uns jetzt eigentlich das 4. treffen. Dort merken wir ab und zu, es ist vielleicht nicht mehr so tief wie vorher im Sinne von 1:1 oder wenn ich mich mit meinem Kollegen getroffen habe. Aber es ist auch cool, sich so das 4. treffen. Ich habe weiterhin aber auch noch meine eigenen Freundschaften, die ich auch jetzt noch pflege. Ich merke, ich habe bei weitem nicht mehr so viel Zeit. Aber es gibt definitiv Freundschaften, die sich eben, wie du gesagt hast, verändern. Und wo ich selber Zeit nicht mehr habe. Er hat nicht geschrieben, ich habe nicht geschrieben. Es hat sich auseinandergelebt. Und ich finde, oder ich glaube, es gibt solche Lebensabschnitte immer wieder. Ich weiss nicht, vielleicht bist du auch so in einem Lebensabschnitt rein, wo sich die Freundschaften verändern tun. Und ich glaube, das ist mega entspannt, das kann passieren. Vielleicht ist es ein Studium oder man ist während der Zeit unterwegs, oder es ist ein Hobby. Und ich ermutige euch mega dort drin, eure Freundschaften immer wieder mal ein bisschen vor euren Augen zu führen. Überlegen, wo investiert ihr eure Zeit, mit wem seid ihr unterwegs, was ist euer soziales Umfeld. Und ja, vielleicht verändert sich mal etwas, vielleicht kommen aber auch mega coole neue Freundschaften, die daraus entstehen, weil ihr wieder neue Zeit gewonnen habt. Das ist meine Geschichte von Freundschaften. Come on, danke vielmals. Oh. Wow, Freundschaften verändern sich. Amix lernst du neue Freunde kennen. Amix gehen die Wege wieder auseinander. Amix kommen jetzt wieder zusammen. Und ich glaube, es ist so powerful. Einfach, hey, das ist Kirche, Freunde. Wenn, jeder hat etwas zu erzählen da. Ich liebe den Abend, es ist so gut. Ich hoffe, du liebst es auch. Freundschaften verändern sich. Hey, lass das mal auf der Zunge vergehen. Als ich das gehört habe, sein Zeugnis, habe ich das 2-3 Mal anhören und gedacht, wow, mein Leben kurz reflektiert.
Wege gehen zusammen, Wege kommen auseinander, aber es ist so krass. Und ich habe mir überlegt, hey, was sagt die Bibel denn über Freundschaft? Oder ja, was habe ich aufs Herz bekommen für den Abend für Freundschaft? Und ich habe im Hebräer 10,24 heisst es: Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich finde das ein mega krasser Vers, besonders wenn wir das Wort wollen oder im Englischen consider, to stir one another up, wenn man das im Griechischen anschaut. Weil im Griechischen heisst es, überlegst dir, zieh es in Erwägung oder entdecke. Also es heisst eigentlich, können wir es nochmal vom Screen haben, es heisst eigentlich, und weil wir füreinander verantwortlich sind, dann fangt an entdecken, dass ihr euch gegenseitig dazu anspornen könnt, in Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich glaube, Gott sagt nicht einen Befehl, du musst. Ihr müsst euch gegenseitig anspornen. So, in the face. Gott sagt, du hast eine Möglichkeit. Und das Krasse ist, ich glaube, das Wort, im Englischen ist es besser consider, so, hey, zieh es in Erwägung. Es ist so, aber es hat noch viel mehr Kraft. Ich glaube, es ist so ein Wort, was Gott leitet dir auf dem Silbertablett an und sagt, hey, es ist deine Entscheidung an dem heutigen Abend. Auch wenn sich Freundeskreise verändern, auch wenn Beziehungen auseinandergehen, auch wenn du neue Leute kennenlernst. Weil ich glaube, wir sind geschaffen für Beziehung. Ich glaube, wir sind geschaffen, dass wir zusammen, Mann und Mann, tief werden. Es hat so gute Antworten gehabt, es hat auch lustige gehabt, I love it. Aber es hat auch so viel Tiefe gehabt. Aneinander vertrauen. Einfach ehrlich und authentisch voreinander kommen. Und ich glaube, es ist Gottes Wille. Er hat dich und mich dafür geschaffen, dass wir anfangen zu entdecken, dass wir uns gegenseitig in der Liebe anspornen, Gutes zu tun, füreinander einzustehen. Ich glaube, das ist wahre Freundschaft, wo Gott für dich und für mich parat hat und wo er dich dafür geschaffen hat. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob wir extrovertiert sind oder introvertiert. Vielleicht hast du wenige Freunde und tiefe Beziehungen. Vielleicht fühlst du dich wohl in der Gruppe. Aber ich möchte dich ermutigen, auch wenn Freundschaften sich verändern, investier dich rein. Fang das Geschenk der Freundschaft an zu entdecken. Schaut euch mal um, wir haben einen Raum voll geile Siechen. Wir haben wirklich einen Raum voll gute Leute. Und es gibt so viele coole Menschen da drin. Aber überleg dir doch mal, hey, Gott hat dir ein Geschenk angelegt. Du darfst Freunde in Liebe erweisen und sie zu ermutigen, Gutes zu tun. Wir haben eine weitere geniale Person hier auf der Bühne. Julia, komm doch rauf, geben wir einen riesen Applaus. Julia, the stage is yours. Dankeschön. Ich möchte euch heute mitnehmen in einen Teil meiner Freundschaften. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren mich entschieden, dass ich nachhaltige, investitionsreiche Freundschaften eingehen. Und das heisst für mich, dass ich Freundschaften lebe, indem ich viel gebe und für die Person da bin, aber dafür nichts zurück erwarte. Und das auf eine Art, was mir Spass macht und ich dabei nicht müde werde. Und das heisst für mich, dass ich dazu mal in dieser Zeit, wo ich mich dafür entschieden habe, ganz viele Leute in meinem Umfeld hatte, die sich tiefe Freundschaft gewünscht haben, aber gleichzeitig keine Ressourcen hatten, um etwas zurückzugeben. Und dort habe ich mich dann entschieden, um in sie voll zu investieren und das ohne etwas zu erwarten. Es ist nicht lang gegangen dort, bis ich gemerkt habe, dass ich selber an mir sehr fest arbeiten muss, wenn ich will, dass die Freundschaften heben und dass ich selber nicht daran kaputt gehe. Das Erste, was ich lernen musste, war, dass ich das Motiv, der Grund, wieso ich das machen möchte, muss Nächstenliebe sein und bleiben. Und sonst klappt es einfach nicht. Und es heisst auch im 1. Korinther 13,3: Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und das habe ich mir dann zum Vorbild gemacht. Gleichzeitig musste ich dort lernen, dass ich nur aus
Nächstenliebe kann handeln komplett, wenn ich sie auch mir selber schenke. Und ich kann nicht andere komplett lieben, wenn ich selber schlecht von mir denke. Und dort ist es richtig schwierig geworden für mich. Weil in der Vergangenheit hatte ich sehr viele Verletzungen von Mitmenschen, die mich verletzt haben, unter anderem auch Mobbing. Und dort habe ich durch das Ganze einfach angefangen, mich nicht mehr ganz so gern zu haben. Und das war dann mega schwierig, aber mit dem Ziel, dass ich für andere Leute da sein kann, komplett für sie da sein und Zeit investieren, um mich in sie zu investieren, habe ich angefangen, die Verletzungen aufzuarbeiten und die Lügen anfangen, nicht mehr zu glauben, die ich mir selber eingeredet habe. Lügen wie «ich nerve nur» oder «es wird eh niemand mit mir befreundet sein» oder «ich bin zu langweilig», die haben einfach keinen Platz in einer gesunden Freundschaft mit mir selber und mit anderen. Und so konnte ich dann aus Nächstenliebe Freundschaften eingehen, was mega cool war. Aber ich musste dann wieder merken, dass ich es nicht selber schaffe. Ich bin mega schnell müde geworden, weil ich angefangen habe, alles probieren, aus meiner eigenen Kraft zu machen. Und ich habe auch Verantwortung übernommen für ihre Leben und ihre Entscheidungen von meinen Freunden, was mega schwierig war. Und ich habe dann die Last von ihrem Leben und ihren Entscheidungen einfach jeden Tag mit mir herumgetragen. Und das war gar keine schöne Zeit für mich. Aber genau in dieser Lage von kompletter Überforderung kann ich einfach meinen Blick nochmal neu auf Jesus ausrichten und sehen, wie er all meine Sorgen trägt und wie er all die Leben, den Rettungsjob schon längstens übernommen hat von diesen Leben und diesen Menschen und ich dann nicht mit mir herumtragen muss. Und ja, ich habe einfach in dieser Zeit nochmal in Jesus neu die endlose Quelle von Kraft und Liebe sehen und neu kennenlernen und einfach immer wieder von dem schöpfen. Und das mache ich auch jetzt immer wieder mit meinen Freundschaften, dass ich sehe, dass das einfach nicht mein Job ist, sie zu tragen, sondern mein Job besteht einfach nur daraus, sie zu lieben und ihnen Zeit zu schenken und ihnen Liebe zu schenken, aber mehr nicht. Und es lohnt sich mega, in so Freundschaften zu investieren. Vor allem, wenn man sieht, dass das Gegenüber plötzlich aufblüht in Bereichen, die vorher eher an eine Wüste erinnert haben. Und ich habe einfach auch mega lernen, von mir selber wegzuschauen und neue Teile von unserem Gott zu sehen und zu erleben. Und das ist es wirklich wert. Und das ist die Geschichte von einem Teil von meiner Freundschaft. Danke. Danke so gut, vielmals. Wow. Hey, das ist eine krasse Frau. Sie ist auch im Gebetsteam. Wenn du mal ein Word for You gehst, wirst du sie vielleicht antreffen. Und lernen sie kennen. Sie ist wirklich eine Frau, die so weit offene Arme hat, die einfach Leute liebt. Und rede mal einen Satz mit ihr. Und sie strahlt dich an und dir wird es einfach gerade warm ums Herz. Wirklich. Danke vielmals. Mit Jesus zum Geber werden. Das lernst du uns. Yes, hey. Wir werden jetzt nochmal zu einem nächsten Slider vorankommen. Luca, kannst du mir was mit dem helfen? Danke vielmals. Oh, sorry. Genau, jetzt. Also jetzt bin ich ready. Und zwar ist die Frage, wie populär bist du in der Oberstufe? Also das Fünfi ist so, du bist der absolute Schulheld gewesen. Und das Eins ist eher so, hey, ich bin eher gemobbt worden. Genau. 60 Leute haben gewotet, 70, 80. Spannende Zahlen. Sehr ausgeglichen. Ja, es sieht sehr ausgeglichen aus. Also wir haben Leute da drin, die offensichtlich wo in der Schule sehr anerkannt waren, sehr populär. Und wir haben Leute da drin, die wahrscheinlich die Schulzeit unter anderem wegen dem nicht so als schön empfunden haben. Auch sehr viel in der Mitte, 23% von 126. Ich rechne es jetzt nicht aus. Und sehr viel Vieri. Eigentlich fast mehr. Also ich sehe da rechts schief. Das habe ich in Statistik gelernt. Ja. Ich habe doch aufgepasst. Danke vielmals für euer Voting. Wieso ich das euch frage? Ich finde es mega, mega spannend. Ich habe mich nämlich
ein bisschen, also im Vorhinein von dieser Message, damit befasst über Popularität. Und zwar, ich bin darauf gekommen, weil ich einen TED-Talk geschaut habe von Mitch Brinstein. Das ist ein Professor an einer Universität in North Carolina. Und dem sein Fachgebiet ist Psychologie und er hat sich eben stark mit Popularität auseinandergesetzt. Und er sagt, dass es 2 Arten von Popularität gibt. Die eine ist Sympathie. Also das heisst, dass du offen bist, andere Menschen kennenzulernen. Du bist so der, der überall mit allen redet, der andere inkludiert in einer Gruppe und bist wegen dem populär. Und die andere Art ist Status. Also du siehst gut aus, du hast viel Geld, du hast vielleicht viel Macht. Und es gibt wie die 2 Möglichkeiten zum populär sein. Und das Spannende daran ist, dass er mehrere Studien darüber durchgeführt hat, was das mit dir macht. Also er hat geschaut, wie populär sind, wie wir jetzt auch geschaut haben, wie populär sind Jugendliche in der Oberstufe oder dort in der Highschool und wie geht es ihnen nachher im Leben. Und er hat herausgefunden, dass die Leute, die populär sind, weil sie sympathisch sind, dass es denen mega gut geht, dass die auch meistens sehr glückliche Menschen sind. Aber Leute, die populär sind, einfach weil sie Status hatten, vielleicht nicht mal, die Leute haben sie wahrscheinlich nicht mal gern gehabt, aber einfach, sie haben halt Status gehabt. Ihr kennt vielleicht die Leute von eurer Schule noch, wo ihr wisst, hey, die haben einfach Status gehabt, aber sonst haben eigentlich die Leute sie nicht mega gern gehabt. Und ja, wenn ihr so, also Leute, die einfach Status gehabt haben, die haben es nachher später im Leben eher schwierig gehabt und sind eher unglücklich gewesen und sind sogar eine größere Gefährdung gehabt, um depressiv zu werden. Und wie soll ich das euch mitteilen? Ich weiß nicht, also ich bin mega so jemand, der mega in einer Gruppe spürt, so ein bisschen, es gibt ja immer so ein bisschen in einer Gruppe so ein bisschen das Alpha-Tierli, die Personen, die populär sind, und ich spüre das mega und deshalb beschäftigt es mich mega und auch er sagt eigentlich, der Mitch Brinstein sagt, hey, du hast immer eine Möglichkeit zum Entscheiden. Du kannst dich entscheiden, willst du der Sympathische sein oder willst du einfach da sein mit viel Status. Und ich möchte euch mega ans Herz legen, hey, wenn du sagst, du bist da im Tennis, du möchtest gerne ein bisschen mehr Leute kennen, gerne vielleicht sogar ein bisschen populärer sein, dann geh auf Leute zu, tun die Leute inkludieren, da im Tennis. Geh auf Leute zu, die vielleicht niemand kennt. Und du wirst davon profitieren und alle anderen auch. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ich brauche mein letztes. Genau, und zwar haben wir nämlich nochmal jemanden, der uns auch etwas zu Freundschaften erzählen wird. Und es ist jemand, den ich wirklich finde, er ist sehr sympathisch. Und zwar ist das der Andi. Yes, Andi, ich bin mega gespannt, was du erzählst. The stage is yours. Danke, ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös nach so einem Kompliment. Nein, ich möchte euch auch in eine kurze Geschichte von mir mitnehmen. Und zwar, ich bin in Basel-Land aufgewachsen, in einem Dorf. Represent. Genau, ich hatte dort ein Grüppchen an Kollegen. Das waren so richtig meine Homies. Ich bin mit denen aufgewachsen, wir sind zusammen in der Primarschule, in der Sekundarschule. Wir haben mega viel zusammen gemacht. Als wir älter waren, sind wir in den Ausgang zusammen und dann in die Ferien. Also wir haben viel Zeit miteinander verbracht und sind nahe gewesen. Und obwohl wir uns so gut kennt haben und uns auch gern hatten, haben wir voneinander immer nur als Kollegen geredet und nie als Freunde. Um euch ein bisschen erklären, was ich meine, als Beispiel, wenn ich einmal jemanden vorgestellt habe von denen, in einer neuen Gruppe von Leuten, habe ich gesagt, hey Leute, das ist der Luki, das ist ein Kollege von mir. Und ich habe vielleicht mal gesagt, ein guter Kollege, aber nie ein Freund oder ein guter Freund. Und das war bei uns allen in dieser Gruppe so gewesen. Aber das ist mega unbewusst entstanden. Wir haben das nicht absichtlich gemacht oder ausgesprochen. Und trotzdem glaube ich, dass die Ursache von diesem Verhalten bei uns allen gleich war. Und zwar haben wir es als schwach empfunden, jemanden als Freund zu bezeichnen. Weil wir durch das
Abhängigkeit von dieser Person ausdrückt. Und wir haben die Abhängigkeit mega uncool gefunden. Wir sind so aufgewachsen, dass es cool ist, möglichst unabhängig zu sein und komplett frei und gegenüber niemandem und nichts verpflichtet zu sein. Und indem wir uns Kollegen gesagt haben, haben wir das eben nicht gemacht. Wir haben keine Abhängigkeit gehabt, sondern das hat dann viel mehr geheißen, hey, bist ein cooler Typ, ich mag dich, aber wenn du mal nicht mehr in meinem Leben bist, ja, ich bin nicht auf dich angewiesen. Und das war so ein bisschen die Prägung, die ich hatte in Freundschaften. Und ich glaube, wir alle kennen das ein bisschen, wenn man so mit Freundschaften umgeht, dass man ihnen zu wenig Wert zuschreibt. Und meistens ist das, weil man Angst davor hat, sich an Menschen zu binden oder weil man Angst davor hat, sich zu öffnen und dann verletzt zu werden. Oder vielleicht ist es auch ein Stolz, der reinkommt und sagt, ich brauche niemanden, ich schaffe das allein im Leben. Und ich bin mega dankbar, dass ich vor etwa 3 Jahren einen neuen Freund gewinnen konnte, den Serafin, der gewusst hat, dass es wichtig ist, bewusst mit Freundschaften umzugehen. Und dass es wichtig ist, aufrichtig und mutig Freundschaften zu bauen und zu seinen Freunden zu stehen. Es ist dann nämlich mal passiert, dass er mich in einer Gruppe von Leuten vorstellen musste. Und er hat es anders gemacht wie ich. Er ist zu unserer Freundschaft gestanden und er hat gesagt, hey Leute, das ist der Andi, er ist ein enger Freund von mir. Und das ist bei mir mega eingefahren und es war ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, wie destruktiv und aussichtslos meine Perspektive auf Freundschaften war. Und ich habe viel von ihm lernen. Und genau, jetzt bin ich gerade ein bisschen emotional. Ich habe viel von ihm lernen und habe selber auch angefangen, bewusst mit meinen Freundschaften umzugehen und mutig sein und aufrichtig mit meinen Freunden umzugehen und zu ihnen zu stehen. Und das hat alle meine Beziehungen in meinem Leben verändern und vertiefen und bedeutungsvoller machen. Sei das mit meinen Eltern, mit meinen Verlobten, mit meinen Freunden, Kollegen bei der Arbeit. Es hat sogar meine Beziehung mit Gott verändern, weil es auch auf eine Art und Weise eine ist, wo man soll bewusst investieren und handhaben und wo man soll mutig und aufrichtig damit umgehen und wo man soll auch dazu stehen können. Schlussendlich verändern wir das Leben von Menschen, indem wir mit ihnen in einer Beziehung sind. Und das ist noch viel mehr so in Freundschaften. Und darum ist es absolut wichtig, mit denen bewusst umzugehen und investieren und mutig sein und aufrichtig und zu seinen Freundschaften zu stehen. Danke vielmals. Danke vielmals. Ja, danke. Was für ein powerful Statement hast du da zu deinen Freundschaften? Nicht einfach nur Kollege sagen, sondern Freund. Dazu stehen, committen. Und ich glaube, auf dieser Tafel haben wir jetzt 4 Statements. Leset die doch mal schon durch. Gott besser kennenlernen durch den Austausch mit Freunden. Mit Jesus zum Geber werden. Freundschaften verändern sich. Steh zu deinen Freundschaften. Ich glaube, das ist ein kleiner Einblick über das grosse Thema Freundschaft. Aber es ist ein persönlicher Einblick, so wie die 4 Evangelien, die Geschichte von Jesus oder von verschiedenen Winkeln beschreiben, sind das 4 Statements, die Freundschaft beschreibt. Aber ich oder wir fragen dich heute Abend, was ist dein nächster Step? Ich glaube, dein Herz hat irgendwo angefangen zu pumpen, wo etwas erzählt worden ist. Ich glaube, Gott hat irgendwo angeklopft. Oder Gott klopft jetzt in dem Moment zu dir an. Und wir wollen euch eigentlich eine Zeit geben, wo wir einfach, Jesus, da sind wir, red zu unserem Herz, red zu unserer Seele. Und ich glaube, der Vater wird uns einen Next Step aufzeigen, wie wir können gemeinsam uns gegenseitig in dieser Liebe zum Guten, zu Jesus an pushen. In diese Freundschaft. Auch wenn es sich verändert. Aber ich glaube, der Heilige Geist wird uns einen Next Step aufs Herz geben. Yes, lass uns einfach die Zeit nehmen und geh wirklich in dich und frag dich, wo stehst du? Und wie sieht es um dein Herz aus und wie fühlst du dich in deinen Freundschaften? Und ich glaube mega, dass Gott dir auch heute mega Mut kann schenken, neue Schritte zu gehen, aber auch mega einen Frieden über dem Ort, wo du jetzt bist, über
über dieser Situation. Und ich wünsche mir einfach mega, dass Gott dir auch eine neue Perspektive schenkt. Und gerade die unter euch, die vielleicht das Thema Freundschaften schwer ist, dass ihr wirklich fast neuen Mut, weil es ist machbar, auch wenn du vielleicht unglücklich bist, wie es im Moment ist. Es ist machbar, um dort in einen Change zu erleben. Wenn du uns einfach schnell ein paar Minuten vor der Heiligen Geist. Yes. Ich möchte einfach zusprechen, überleg dir mal, was auf deinem Blackboard wird stehen. Wenn du 3 Minuten Zeit hättest, um über deine Freundschaften zu reden. Und vielleicht ist es etwas, was du dir erst wünschst und was noch nicht Realität ist. Dann schreib dir das auf und bete auch dafür, dass Gott das in deinem Leben macht. Mir ist jetzt gerade noch etwas eingefallen, und zwar habe ich, als ich 15 war, habe ich wirklich fast gar keine Freundschaften mehr gehabt. Ich war mega, mega einsam. Ich habe mega fest für Freunde gebetet und Gott hat mir 2 Freundinnen geschenkt in einem Camp. Und die eine ist jetzt meine Schwägerin und die andere ist die Frau vom Bruder von meinem Verlobten. Und sie sind jetzt beide Familie geworden. Und ich möchte euch einfach zusprechen, Gott weiss so viel mehr, was er dich durchführen will. Und ich denke so, Gott musste so über dem lächeln, wo ich die 2 Freundinnen kennengelernt habe, weil er einfach gewusst hätte, ich mache noch so viel mehr, als dir noch Freundinnen schenken. Ich habe auch noch etwas aufs Herz bekommen. Es gilt für mich, aber ich glaube, es gilt auch für viele andere Menschen hier in diesem Raum. Und zwar einfach das Wort, hey, gib nicht auf, investiere nochmal. Ja. Ich glaube, es gibt Freundschaften, die vielleicht ein Murks sind. Freundschaften, die nicht so gelaufen sind, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Freundschaften, wo vielleicht etwas zerbrochen ist. Oder etwas von diesen No-Gos, die wir am Anfang angeschaut haben, passiert ist. Aber ich glaube, lass dich von deinem Vater erfüllen. Gib nicht auf. Und vielleicht gibt es Freundschaften oder eine Person, die du auf dem Herzen hast, wo du denkst, mal, da möchte ich mich noch mal drin investieren. Diese Freundschaft ist es mir wert. Ich will noch mal einen Schritt auf sie zugehen, auch wenn es Verletzungen gibt. Ich glaube, das ist auch noch für 2, 3 andere. Es ist für mich, aber es wird auch für ein paar sein. Ja, ich möchte euch einfach noch sagen, zum Abschluss, hey, Jesus, ich danke dir so fest, dass du uns als soziale Wesen geschaffen hast, dass wir die Möglichkeit haben, zum
um wirklich mit Freunden durchs Leben zu gehen, das so bereichernd ist. Du siehst auch, was Verletzungen gibt, du siehst auch, was Angriffsfläche ist, aber wir legen es dir einfach an und wir wissen, du wirst etwas Schönes daraus machen. Aus diesen Verletzungen wirst du etwas Schönes machen, du wirst uns dort wieder aufbauen, wo wir vielleicht herzenbrochen sind. Und ja, ich spreche heute Abend etwas Neues aus, etwas Neues soll entstehen und dort soll wieder Mut reinkommen, wo Mutlosigkeit ist. Dort soll ein Frieden reinkommen, wo Unfrieden ist. Danke, Jesus, machst du heute etwas Abend. Danke, Jesus, veränderst du heute Herzen, veränderst du heute Perspektiven. Und ich spreche Liebe aus von dem Vater über euch, wo einfach über euren Herzen, über euren Leben soll so gegenwärtig sein, dass ihr Geber sein dürft, dass ihr Geber sein, dass ihr mit offenen Armen auf Leute zugehen. Wir als Kirche sind dazu berufen, uns von dieser Liebe erfüllen zu lassen. Mit dieser Gnade von Jesus Christus und mit dieser Gegenwart vom Heiligen Geist und dieser Gemeinschaft Beziehungen zu leben und Geber zu sein. Danke, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.